Nach dem 100-Wasser-Museum fahren wir wieder retour Richtung St. Gallen. Weil dort hat es nämlich einen Stellplatz mitten in der Stadt. Jetzt sind wir hier auf dem Stellplatz in St. Gallen. Jetzt packen wir unsere Fahrräder und gehen noch in die Stadt. Wir wollen jetzt noch in die Bibliothek. Sven, wie heisst die Bibliothek? In die Stiftsbibliothek auf St. Gallen wollen wir jetzt noch fahren. Ist anscheinend nicht so weit weg. Mal schauen. Unsere Velos sind schnell parat und wir haben auch wirklich nicht weit. Es sind ca. 2 Kilometer und in 10 Minuten haben wir unser Ziel schon erreicht. Jetzt haben wir noch 50 Minuten Zeit für die Stiftungsbibliothek. Also, los geht's. Wie ihr seht, stehen wir jetzt in der Stiftsbibliothek. Mit drin? Nicht wirklich. Wir haben leider nicht filmen. Ist ein bisschen schade. Darum stehen wir jetzt hier am Selfie Point. Genau. Aber es sieht ja nicht so schlecht aus. Sehr empfehlenswert. Der Eintrittspreis ist allerdings ein bisschen heftig. Happig, ja. 12 Franken pro Person, gell? Ja. Also mit Studentenausweis oder sonstigen vergünstigten Ausweisen, Altersausweis vielleicht oder so Pensionäre oder so, ich weiss nicht, kommen vielleicht auch günstiger rein, aber so normale Erwachsene 12 Franken. Und wenn man einen Audioguide möchte, es hat überall in der Bibliothek noch Punkte, wo man sich dazu etwas anhören kann. Mit dem Audioguide ist noch zusätzlich 5 Franken. Ja. Also ich denke, geschichtlich ist es sicher interessant. Also ich muss sagen, der Audioguide hat mich wirklich interessiert. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich das gemacht. Aber jetzt war es ein bisschen knapp gewesen. Ja, wir sind jetzt schnell durchgeflitzt eigentlich, aber es war gleich spannend und eindrücklich. Dafür können wir jetzt noch ein bisschen schauen, was es sonst noch zu sehen gibt in dieser Klosteranlage. Ja. Let's go. Auch hier hängt wieder der Ursprungsplan, den wir ja schon mal gesehen haben in einem anderen Vlog, wo wir im Campus Galli waren, in Deutschland. Also, wir haben ja schon immer ein mega Glück, weil immer wenn wir etwas so anschauen, stehen wir in einer Baustelle. Ja, so eine Baustelle kann doch so spannend sein. Ja, weil wir euch jetzt nichts können zeigen aus der Stiftsbibliothek, haben wir gedacht, kaufen wir jetzt hier noch so eine Postkarte. Und wie ihr hier drauf könnt sehen, es sieht also schon wahnsinnig hübsch aus. Speziell ist auch noch der riesige Globus, der allerdings ein Nachbau ist, das Original steht in Zürich. Der ist auf Stand von 1569, fertiggestellt wurde 1551. Und 1571. Und das Spezielle daran ist, dass wir also Australien und Neuseeland gibt es dann noch nicht. Guten Morgen, wir haben jetzt hier auf dem Stellplatz in St. Gallen übernachtet. Und es war eigentlich sehr ruhig für das, dass es mitten in der Stadt ist. Allerdings gibt es also noch etwas Wichtiges zu dem Stellplatz zu sagen.
Und zwar ist das beim Zahlen. Weil bei dem super Automat gibt es hier den Reisemobiltarif, wo man zuerst wählen muss, gewünschten Betrag eingeben, Ticket für grüne Taste drücken, entnehmen. Immer die ganze Zeit, 16 Franken für 24 Stunden, so weit so gut. Wenn man jetzt aber zuerst denkt, wir stellen dann mal bis 4 Stunden an, zahlen für 4-5 Stunden, kommen zurück und zahlen nachher quasi nochmal nach bis knapp am Morgen, funktioniert nicht. Weil der Superautomat zählt nämlich so, dass es zuerst ein paar Stunden gibt. Also man zahlt vielleicht 15 Franken, aber dann ist man noch weit entfernt von 24 Stunden. Dann fehlen noch etwa 5-6 Stunden. Das heisst, man muss dann zwingend, wenn man länger schlafen am nächsten Tag, doch nochmal 16 Franken reinrühren, was dazu geführt hat, dass wir jetzt für diesen Platz nicht 16 Franken, sondern insgesamt 22 Franken gezahlt haben. Nicht so empfehlenswert. Also wenn ihr kommt, von Anfang an gerade 16 Franken einwerfen und dann habt ihr Ruhe für 24 Stunden. Der Stellplatz an und für sich ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Er ist gerade neben dem Fußballfeld. Er bietet alles, was man braucht. Ver- und Entsorgung ist kein Problem. Frischwasser kostet einen Franken für 80 bis 100 Liter und Strom gibt es natürlich auch. Das Einzige, was man ein bisschen schauen muss, ist, es sind effektiv nur 2 Plätze, nicht 4 oder 6, wie es zum Teil in den Apps gesagt wird. Wir hoffen, euch hat es gefallen, von Schaffhausen auf St. Gallen. Wir würden uns freuen, wenn das so ist, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo. Und wie es weitergeht, erzählt euch Sven gerade. Genau. Nächste Etappe würde ich uns von St. Gallen bis auf Meienfeld führen. Also wir gehen dann auf Appenzell und noch ein paar andere Örtchen und nachher Richtung Vaduz, also Bündnerland und dann bis Meienfeld. Wenn das so weit ist, wissen wir noch nicht. Bis dahin könnt ihr allerdings vergessen, nicht auf unsere Webseite zu gehen, weil dort gibt es ja die Google Maps, wo ich all die Punkte, die ihr jetzt gesehen habt und noch viele mehr für euch verlinkt habe, inklusive Parkplätze, Übernachtungsmöglichkeiten, Campingplätze, Stellplätze und so weiter und so fort. Bis dahin wünschen wir euch allerdings eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Grand Tour. Tschüss zusammen. Wenn ihr wissen wollt, was die nächste Etappe von der Grand Tour so bringt und wo wir hier gerade am Zmörgeln sind, dann bleibt dran. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Grand Tour.